Habe ich noch mal angedacht, wo wir das noch mal wollen tun, um die ganze Welt für Jesus zu gewinnen? Ich fange von der an mit einem ganz neuen Reihe von Botschaften, wo ich sehr excited für bin. Und ich glaube, das wird viele von uns helfen, und Tschork nachzuchecken. Und ich glaube, wenn jede Thema sein, wo ich vielleicht so denke, dass wir dann uns graut, oder wir glauben uns wunderbar zu sein. Und das nächste steht, wir glauben unbedingt, dass Tschork hat eine sehr große eine Wichtigkeit bei Gott. Und Gott sein Hort ist die Tschork hat einen sehr großen Wert. So ein großer Wert, dass es nicht wichtig ist, was Gott auf dieser Welt hat für seine Tschork. Gott nennt die Tschork seine Familie. Und er hat das entschieden, das zu tun. Dass wir nicht bloß wenn er muss diese Familie haben, er entscheidet sich, dass die Tschork, was er auf dieser Welt hat, das seine eigene Familie. Er nennt es dort. Er nennt die Tschork seine Kinder. Er nennt die Tschork seine Brut. Von hoher Wichtigkeit. Er nennt die Tschork seinen eigenen Körper. Und er entscheidet zu tun. Und so, an Gott seine Augen ist Tschork von sehr großer Wichtigkeit. Und auch, wenn wir von großer Tschork vertellen, wir vertellen von, dass wir sind Partner mit einem gewaltig großen Gott, der Stieren und Sonne im Himmel angesagt hat, auf den Universum mit seinem Wut gemerkt. Und das gewaltig große Gott, der hat sich ein Ding auf diese Welt gewählt, mit wem die Welt taub alles tun, was er auf diese Welt tun will. Und wem Gott sich gewählt hat, das gewaltig große Gott, wem der sich gewählt hat, ist die und mich, wenn wir Port sind, nicht bloß von Lebenstschork, aber von einer großen Tschork, was Gott über diese Welt hat. Und so du wen sagen, wie der Tschork ist wichtig, Tschork ist viel ernster. Ernst ist vielleicht nicht das rechte Wort, aber Tschork ist von viel größerer Wichtigkeit, als was wir einmal haben sein. Ich weiß nicht, wie das Wort sein haben wird, was ich hier dachten da. Ich mag jedes Mal mit einem von diesen Hörgeräten gewählt und meine Botschaften an, so dass das soll sich hier, das ist ein Klickers, was ich sage. Aber vielleicht ich weiß nicht, ich kann nicht televisen, aber ich verteile von dem Wort. Ein paar sind ja eine Botschaft. Weißt du noch? Wer von Ihnen weiß, was das Wort meint, Ekklesia? Wir vertalen nicht sehr viel von dem Wort, aber das ist ein sehr wichtiges Wort, was mir ein klein bisschen von zu vertalen, wo das in der Bibel gebraucht wird. Das Wort Ekklesia ist ein griechisches Wort. In Griechisch ist das Sprech, wo das Neue Testament das erste Mal geschrieben wird. Von der ist der übersetzt, auf Deutsch, Spanisch und was immer wir haben. Aber einmal von der griechischen originalen Sprech, ein von der übersetzen, ist nicht ganz so leicht, als sich das fehlt. Und das Wort Ekklesia, das ist das Wort, was die von der in der Bibel haben, was du sagst, Tschork oder Iglesia. Okay? Das wird das griechische Wort für Tschork. Und das griechische Wort von Tschork, Ekklesia, braucht Jesus das ganz erste Mal die Tschork beschrieben. Okay? Aber das Wort, das existiert all Eier, das wird all Eier in der griechischen Sprache, aber das wird schon beschrieben, weißt du noch, wie eine kleine Gruppe von weisen Menschen und eine Staatsput immer. Und das wir eine weise Menschen, das wir eine kluge Menschen, wo du so leben und guter Ruhe in eine Community anbringen. Wenn einmal eine Stadt in Trouble hat oder irgendwas, wo die sich nicht mehr gut wissen, dann würden die in eine Staatsput gehen und du würdest das kleine Gruppe von Menschen, dann wird das weise Ruhe und die haben immer weisen Ruhe und die haben Leben, was die können zu der Community oder zu der Stadt bringen. Und diese kleine Gruppe von weisen Menschen, die einen guten Purpose haben, ein gutes Ziel haben für die Stadt, die wird Ekklesia genannt. Aber Jesus, als Jesus auf diese Welt kommt, kommt eine Tschork gründen, dann sagt Jesus, meine Tschork soll eine Ekklesia sein. Die neue Gruppe von Menschen, mein Körper, was ich auf diese Welt will, die soll Ekklesia sein. Das meint, dass wir sind, die Tschork hat ein sehr großes Ziel oder einen Purpose, und das ist weser Ruhe in Leben in die Community hineinbringen, wo immer wir sind. Also ich will Hanji sagen, morgen ganz von erstem Mal, als das Wort gebraucht wird, die Intention oder die Intention von das Wort wie keinmal eine Building. Dass wir immer eine Gathering oder wir immer eine Versammlung.
Versteht ihr, was ich sage? Das sei sehr wichtig, dass wir das dort verstehen. Aber in Jesus hat das dort geplant. Das Wort Kirche, das Wort Ekklesia, ist immer bloß eine Versammlung. Das ist nicht ein Platz, das ist nicht ein Gebiet, das ist eine Gruppe von Menschen, die dort kommen. Aber es kommt eine Zeit, wo das Wort, was übersetzt, ab Latinsch und ab verschiedenen Sprachen, in 300 Jahren nach Christus, dann war das Wort übersetzt in eine latinische Bibel, die zu der Zeit die größte Bibel auf der Welt wird, die größte Übersetzung. Du war das Wort übersetzt, aber das wird nicht mal eine Versammlung genannt. Was war das genannt? In der latinischen Bibel, die die katholische Kirche für über 1000 Jahre gehört hat, was von der ersten Tag noch die wichtigste Bibel für die katholischen Menschen ist, du hast das Wort Ekklesia nicht eine Versammlung, du bist dort ein Gebiet. Du hast den Herrn sein Haus. Okay? Und die waren vielleicht schwierig verdrehen, wenn ich Ihnen das sage, aber für 1200 Jahre war das Wort immer so bekickt, als dass wir, wenn das Wort Ekklesia vorkommt in der Bibel, wenn das Wort Kirche in der Bibel vorkommt, die Menschen sagen immer bloß eine Building, die Menschen sagen immer bloß ein Gebiet. Okay? Und für 1200 Jahre aus der katholischen Kirche, und wenn wir nicht so weit Finger wiesen, wie wir in der Zeit eine katholische Kirche sind. Wie wir nicht wer wir sind, wie wir ein Part von dem alten System, was das Katholikensystem wir. Und so, ein Katholikentum, wo wir dann zu der Zeit sind, wir alle von uns, du wie dort Wort Ekklesia, das ist nicht aus einer Building. Und hier ist was passiert, wenn eine Kirche eine Building ist. Wer immer das Gebiet ihnen, der kann die Regeln merken. Wer immer die Regeln kann merken, kann das Fall kontrollieren. Und wer immer die Versammlung kann kontrollieren, der kann die Bibel zu der Utleihen kriegt der Welt, in der Bibel kriegt merken sein, was die wollen in der Bibel merken sein. Und die können die Menschen verlieren, die können den Menschen alles tun, was die wollen, aber die wollen mit der Zeit glauben, dass was die Kirchlehrer sein, als die Wahrheit. Und für 1200 Jahre, wir die Lehrer schweren welche aus Gott. Die Theologie, wir welche aus Jesus selbst. Und die Buildings oder die Gebiete, Kirchengebiete, die wir welche aus den Menschen. Und das ist eine traurige Geschichte, was wir sein. Und dort, wo wir kommen aus Anabaptisten, wir kommen in das System raus, wo wir einfach sein, dort die Kirche ist nicht bloß ein Building. Nu, ungefähr 500 Jahre dann wieder mal, und meine Menschen proben das. Die proben immer, das griechische Wort reich zu übersetzen und reich zu erklären, aber jeder einer, der das versucht zu tun, den wird dort gemerkt. So wichtig wie die katholische Kirche dort, dass das Wort nicht reich verstanden worden. Du wie ein Mann, sie nennen es Wilhelm Tyndale, dass wie ein Mann, was ungefähr 500 Jahre wir. Und die latinische Bibel dann übersetzt in Englisch. Und als die übersetzt hat, dann mögen die diesen Mann dort. Die bauen den an Stock an, die verbrennen den und verstreiten den seine Knärkes. Bloß um die Welt wiesen, dass aus diesem Mann getan hat, was ihr nicht tun. Und du wie ein besonderes Ding, was Tyndale deut, oder was die übersetzt hat, was die katholische Kirche nicht verdrehen kann. Weißt ihr, was das Wort wäre? Irgendwer. Ekklesia. Die sehen mit einmal, Ekklesia ist nicht eine Building, das ist nicht ein Gebiet, das ist eine Gruppe von Menschen, was Jesus nur folgen hat. Und dort will genug, dass die diesen Mann wollen dort merken. Alle anderen, was die übersetzt haben, können verdrehen, aber das eine Wort können nicht verdrehen, dass der dort hat reich übersetzt. Woran ist das so ein sehr wichtiges Ding, dass das Wort Ekklesia, das Wort Kirche, nicht im Platz, nicht in ein Gebiet ist, aber das sind die Menschen. Nu, mir jankt das zu sein, und mir ist das wichtig, dass wir das rüberbringen werden. Ich glaube, ein Gebiet ist wichtig. Wir glauben, ein Gebiet ist wichtig, anders würden wir nicht ein großes Gebiet bauen, anders würden wir nicht mehr Platz suchen für Menschen. Wir sagen keinmal dort, ein Kirchengebiet ist nicht wichtig. Das ist nicht, was wir sagen. Keiner von Ihnen früher kommt nach einem Haus mit einer großen Herd Groceries oder Dinge, was Ihnen angekauft, und dann sagt jemand immer, nu wollen wir unsere Cousine in den Haus getroffen, wenn haben wir Erden. Wenn Erden ist wichtig als die Cousine. Da, nicht? Die Ursache, woran wir eine Cousine wählen und eine Kummer wählen, ist, wenn wir haben Erden. Wir brauchen nicht sein, wie man eine Cousine in den Haus getroffen, wenn Erden ist wichtig als die Cousine. Wir weit nicht erst welcher. Oder keiner von uns würde so das sein, wie
wir wollen uns befreien und wir wollen eine neue Familie anfangen, so wir brauchen kein Haus, wenn wir wollen eine Familie haben. Prof mal junge Lied dort beizubringen, sage ich, dass Familie ist weg aus dem Haus, so ihr braucht kein Mal ein Haus suchen, wenn die von wieder eine Familie haben. Das schafft nicht. Wir wollen krack du wen wie eine Familie haben, du wen wie ein Haus. Und krack so klug soll wir es nicht Kirche sein. Kirche, die Menschen sind die Kirche, die Menschen sind weg aus dem Kirchengebiet. Aber bloß wenn die Menschen weg sind aus dem Kirchengebiet, meint nicht, dass wir nicht ein Kirchengebiet haben. Viele Menschen sagen, okay, so wenn die glauben, Menschen sind weg aus dem Kirchengebiet, was bin ich ein fernes Gebiet? Kriegt du wen? Because wir glauben, dass wir eine Stadt haben zum Taub kommen, wir wollen eine Stadt haben, wo wir Dinge tun, wir wollen eine Stadt haben, wo wir Taub kommen, Gott anbeten, und wir wollen eine Stadt merken, wo wir Hospitality haben, wo wir Menschen willkommen merken wollen, wo die Welt wird kommen, ans Taub sein, in Port worden von unserer Familie. Okay? Die Ursache, warum wir glauben, Kirche sind Menschen, du wen, weil wir ein gutes Kirchengebiet haben. So, lob mir bloß dort durchschmieden, das sei sehr wichtig für uns. Und wir sind so dankbar für jeden aus der Kirche und für uns, dass wir schaffen und geben und wir glauben, dass ein fernes Kirchengebiet haben, ist wichtig. Aber weil wir niemals vergessen, dass die Kirche ist nicht ein Kirchengebiet. Das Kirchengebiet ist, wo die Kirche taub kämpft. Weil wenn dort mal immer was klicken zu uns und wir wollen weiten, was die Kirche meint, dann wird uns Leben, uns Lifestyle, uns Lebensstil wird ändern. Und wo wir viele von unseren Dingen tun. Nun bloß mal dort uns Gedanken, jankert mich für die nächste paar Sendung, von der Anfang mit ein paar Punkten, mir für die nächste paar Sendung uns helfen zu denken, was merkt die Kirche besonders? Was merkt die Kirche, eine große Kirche? Und ich weiß, wenn wir an der Thema denken, wir können in Teil Dinge durchspielen. Wir können sagen, das und das und das und das merkt die Kirche besonders, das merkt die Kirche, eine große Kirche, aber für die nächste paar Sendungen ja, mir mehrere Punkte zu geben. Und ein paar Punkte dazu einmal, dann werden wir die mit einem Haus nehmen, werden wir die mit herübernehmen aus dem Gebiet, dann werden wir über das kämpfen und werden wir überdenken. Und von der will ich anfangen mit ein paar von denen. Was merkt eine Kirche, eine große Kirche? Und der erste Punkt ist das. Wir glauben, dass eine große Kirche muss unbedingt eine große Vision haben, weil nicht, dann kann es nicht eine große Kirche sein. Eine große Kirche hat nicht zu tun mit einem großen Gebiet. Eine große Kirche hat nicht unbedingt zu tun mit sehr vielen Menschen, wir sind ja wieder von vertellen, was dort wichtig ist oder nicht. Aber das braucht nicht unbedingt zu tun haben mit sehr vielen Menschen. Eine große Kirche hat aber immer zu tun mit einer sehr, sehr großen Vision. Und woran wir dort sagen, ist das, wir können bloß so viele Dinge tun, als was wir uns unterträumen. Wir können bloß so eine große Dinge tun, als was wir uns unterträumen. Gerade das dort kann wir nicht gut. Und so, wenn wir denken an eine große Vision, wir als Kirche glauben, dass wir haben die geradste Vision, die es gibt. Eine Vision ist ein Ziel, wo wir hinzielen tun. Wer von Ihnen wird ganz klar sein, was sind die 3 Dinge, die wir in unserer Vision haben als Lebenskirche? Die sollen das alle weiten, wenn nicht, dann soll ich in der Lebensgruppe, die sie weg taub kommen, dann davon vertellen. Was ist unsere Vision? Because das ist nicht bloß der Lehrer ihre Vision, das soll nicht bloß ein paar Menschen ihre Vision sein, wenn wir eine Vision haben, soll eine Vision sein, was wir taub und Einigkeit schaffen. Unsere Vision, sagt es das, und das habe ich probably fertig gesagt, dass wir wollen Gott leben. Und ich sage, das ist die größte Vision, wegen Gott zu leben. Stell dir mal ein Stückchen hinein. Was meint das überhaupt, Gott zu leben? Wenn wir sagen, dass wir es nicht Kirche, uns ganz gerade, uns ganz erste Ding, was wir wollen tun, wir wollen Gott leben und wir wollen andere Menschen merken, ein Leben zu sein mit Gott. Dass die Gott wollen alle gleichen, das nicht andere, den Sinn wollen alle hassen, das nicht andere. Stell dir mal ein Stückchen vor, was das für eine Vision ist. Eine Religion zu gründen, eine Religion merken, ist sehr, sehr leicht. Wer kann eine Religion merken? Das einzige Ding, was du brauchst, ist, um eine Religion aufzustellen, ist das. Du brauchst 2, 7 oder 10 Punkte haben. Und dann zu Menschen sagen, wenn du kannst diese 10 Punkte nur folgen, und einen Checkmark merken, und du kannst die 2 Jahre an unserer Versammlung sein, und wenn du diese 10 Punkte stellen mit uns taub, und das von Büten zu sein, dass du diese 10 Punkte hast, dann kannst du Pott sein von unserer Gruppe, dann kannst du uns helfen, und mehr Menschen merken diese 10 Punkte nur folgen. Sei leicht. Habe ich alle wen gesehen. Aber für eine ewige Säule wohnen du alle verschieden sind. Jeder Mensch ist verschieden. Für eine ewige Säule, innerlich ein Leben zu fallen mit dem ewigen Gott, das
Das ist ein ganz anderer Task. Das ist viel schwieriger aus einer Religion merken. Wegen Gott verteilt zu jeder Mensch verschieden, Gott arbeitet mit jeder Mensch verschieden, wir sind alle einzigartig, wir sind alle verschieden, wo Gott uns raubt nicht, wir sind alle verschieden, wo unsere Testimony sind. Aber für all die Menschen, mit denen wir in dieses Gebiet kommen, in unsere Hiese, unsere Small Groups und wo immer wir Business mit Menschen tun, wenn wir all die Menschen wollen helfen, dass die wollen ein Leben voll mit Gott, die irgendwo anders tun, das ist eine große Vision. Und wir wünschen, dass diese Vision, wie nicht bloß unsere Vision, wir wünschen, dass das wird von den Stunden, wo die Smarts abstehst, bei den Stunden, wo die so ausschlupen jetzt, dass das wird unsere Vision sein, dass wir selbst mit unserer Familie taub und die Menschen, mit denen wir taub sind, dass die würden Gott alle Gleichnis eins wird unter der Welt. Das ist eine große Vision. Der zweite Part von unserer Vision ist, dass wir wollen die Kirche dienen. Wir wollen nicht bloß die Building dienen, wir wollen Ekklesia dienen, wir wollen uns um sich dienen. Und was wir sehr mit Fleet proben zu sein, mit das, wir wollen Vereinigkeit schaffen. Und wenn das nicht eine große Vision ist, dass wir uns einig werden mit all diesen verschiedenen Menschen, mit Kräften und von wo wir kommen, wer wir sind, dass wir einig sind. Und wir in wahrer Tun gesagt, wir wollen so klierig sein, als was wir können, aber so einig, als wir können. Das ist eine große Vision. Die Welt, die Kirche, Religion hat uns was von der ersten Tag gewesen, dort einig zu sein, als Mess kriegt allmählich, wenn wir bloß satten in Lüren, dass Einigkeit wird passieren. Das ist ja überhaupt allmählich, wenn die glaubst, dass Einigkeit wird passieren, wenn die bloß versatten und wachen und sagen, ich will den Nubertag luten, den Nuberkonmitag luten, ich will ja nicht weiter und solange es der mir nicht weiter, das ist nicht Einigkeit. Für Einigkeit, wo wir ans Leben leihen, um dafür schaffen, dass Einigkeit wird passieren. Das ist eine große Vision. Und so, du schaffst wir, und wir glauben, das ist möglich, das ist eine große Vision. Das dritte Ding, was wir in unserer Vision haben, aus der Kirche, aus Lebenskirche, ist, wir wollen die Welt beeinflussen für Jesus. Und war hier nicht eigentlich sein, aber denkt mal an. Wenn wir sagen, wir wollen die Welt beeinflussen für Jesus, wie meine ich bloß 1000 Menschen. Wie meine ich bloß 2000 Menschen, wir wollen actually die Welt beeinflussen für Jesus. Ein Ding, was einmal an Sie gefragt wird, das steht so. Wenn Sie sagen, wir wollen die Welt beeinflussen für Jesus und die Welt für Jesus gewinnen, warum sagen Sie dann, Sie sind hier für die politische Menschen? Wir tun das sagen mit Fleet, wir glauben, je doller wir Fokus sind, je besser, wo wir Dinge können utarbeiten, und wir wollen Leute davon vertellen, was wir dort meinen. Aber wir glauben, dass unsere Sonntagsmorgens, unsere Gottesdienste sind für politische Menschen. Da sind viele spanische Kirchen, da sind viele englische Kirchen, die gehen nur durch Deutsch sprechen, aber da sind sehr wenig politische Kirchen. Wir glauben, dass unsere politische Welt fehlt das Evangelium. Aber dort meint nicht, dass wir nicht wollen, die Spanischen, wir haben immer klar, wir haben immer für Jesus gewählt. Wir wünschen uns von tiefsten Herzen, dass in dieser Gruppe würden viele Menschen rauskommen, die würden ihr Leben hingeben. Um unsere spanische Communities für Jesus gewählt. Wie beten, dass das passieren wird. Und das ist eine große Vision. Wir glauben nicht, wenn wir für politische Menschen wollen, die Gott nur durch Rüt bringen, dass wir nicht die anderen Menschen wollen. Wenn wir sagen, wir wollen die Welt für Jesus gewinnen, wir wollen actually die Welt für Jesus gewinnen. Und das meint alle Menschen. Und das ist eine große Vision. Und so, wo wir das wollen tun, das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine ganz andere Antwort, actually, because wir können nicht bloß eine Vision haben und sagen, das ist, was wir tun wollen. Wir müssen actually einen Weg haben, wo wir das wollen tun. So, wir haben gesagt, wir wollen glauben, wir wollen wachsen, wir wollen dienen, wir wollen rausgehen und das tun. Und so, lass mir das tun sein. Eine große Vision haben, ist ein sehr großes, das ist für eine große Kirche. Aber bloß diese 3 Punkte an unser Board haben und sagen, das ist, wer wir sind, das merkt noch keinen Unterschied. Wenn der Lehrer uns sagen, das ist, was wir glauben, dann merkt auch noch keinen Unterschied. Wenn der Lehrer diese Vision hat, merkt auch noch keinen Unterschied. Wenn wir uns in der Kirche nicht wollen, diese 3 Punkte für uns merken, dann merkt das nicht das. Und so wir wünschen, die würden diese 3 Dinge, wenn die irgendwo sein, nicht bloß vorbeikicken und sagen, oh, das ist Geschmack und das Fan abgestellt, whatever. Kick du nur, because das bringt mich nämlich in den zweiten Punkt, was wir von der Welt sein. Um eine große Kirche sein, brauchen wir nicht bloß 3 Dinge weiten. Haben wir gedacht, dass diese 3 Dinge, kann ich auch noch checken und sagen,
nu habe ich 3 Dinge, en deze 3 dingen wil ik nu checken. Ik heb 2 Stunden morgens genomen, oder 15 Minuten mit Jesus, en ik heb dat gecheckt, en ik wil irgendwem abfuhren und sagen, dass dem will vergeben, und dann check, und dann wil ik nach irgendwem gehen en track geben, und dann tratado uithängen en check. Dan is het ook een essentiële religion, wanneer die een duiper hoort, du nicht bent. En dat is wat mij bij de tweede punt brengt, because ik geloof dit is een game changer, wenn wir denken an uns eine Kirche. Eine große Kirche hat nicht bloß eine große Vision, aber eine große Kirche hat große Horten. Because wenn du diese Dinge weißt und du merkst Checkmarks und du sagst, ich habe meine tägliche Pflicht getan, dann hast du noch nichts getan, wenn dein Hort nicht dabei ist. Die Juden, wordt in een zeer diepe religieuze Welt abgewassen werden. Die kommen Jesus einfach fragen, und die kann das. Die kommen Jesus einfach fragen, und die sagen, von all die 600 Dinge, was wir auf unserer Liste haben, was wir einmal machen checken, wohnt erst dort eine, was du ganz hoch auf der Liste absagen. Wohnt das Wichtigste von der Wichtigste. Wohnt, wo die uns tun, so wie Dollar und denken, als alle anderen. Und Jesus, der sagt so steht, und ich gleich Jesus ihnen antworten, wenn die sagen, so sei er einfach, sei er deib, aber sei er einfach. Jesus sagt zu uns, Jesus sagt, du sollst den Herrn dienen Gott mit den ganzen Hort, Gott sein und mit den ganzen Säulen, mit all deinen Gedanken. Und dann sagt er den zweiten Ding, dann sagt er, das ist das geradste und das erste Gebot. Das ist kein Wächter, das ist kein Beter. Und dann sagt er, das zweite Gebot ist mit dem Glück. Das ist nicht Beter, das ist nicht schlechter, das ist 100% Glück mit dort. Und er sagt, du sollst die Nächsten oder die Nober, größer Gott sein als die selbst. Nu mag was Jesus hier sagen hat. Wenn je wollen eint haben, von all das, was je sagen, und wenn je eint wollen haben, ich will actually 2 geben. Das ist nicht eint, aber Rahi sagt, kostet nicht eint und das andere, oder andere dann und das. Die müssen actually taub sein. Die sagt, hier ist dort. Gott leben und in den Menschen leben. Kriegst du Gott, dass wir ihn selbst sind. Und das ist ein sehr interessantes Konzept, wenn in der Zeit, wo Jesus dort sein, dass die Menschen, die Juden wissen, dass die haben das Alte Testament gelesen. Aber weißt du, was die Juden fehlen leiden? Die sehen, ich will Gott dienen, aber die wollen nicht einen Finger abheben oder nicht tun, um anderen Menschen Leid bewiesen von Büten. Die glauben actually, du kannst in seiner Smarts in die Kirche kommen, singen, in dein Leben, kriegst du Leben, das was du wirst durch den Weg, und dort wir Gott leben. Und Jesus sagt, du wirst nicht weichkommen damit mit sein, du lebst Gott, wenn du die Nuber nicht leben lässt. Du wirst nicht weichkommen damit, because es schafft bloß das steht. Und das wird Jesus zu den religiösen Lehrern sagen wird. Luther kommt Jesus erzählen. Und es ist wichtig, wo Jesus das sagen wird, because Jesus sagt Nachworten, der sagt, mit einmal zu den Jüngern, so steht, der sagt, in Johannes 13, ich gebe you nie ein Gebot. Remember, dass Jesus hat ein Gebot gegeben und gesagt, das ist das wichtigste Gebot. Aber niemand sagt, ich gebe you nie ein Gebot. Wenn du Johannes Luther lesen, das ist Johannes 2, glaube ich, erst dort, du sagst Johannes, das ist ein nie ein Gebot, aber das ist ein altes Gebot, was jeder einmal gehört hat, aber das ist nie ein Gebot. Und so, was ist das denn nun? Und lass mich ganz klar mit Ihnen sagen. Jesus, das ist Jesus gestorben wird. Juts Jesus in einem Krieg geht, dann sagt Jesus, in Himmel zu seinen Jüngern, ich bringe nie ein Gebot. Ich will nie vertellen. Und das nie, was Jesus diese Jünger vertellen hat, das nie Gebot ist nicht, dass die leben sollen, nicht, dass die sich unter leben sollen, das hat er danach einmal gesagt. Aber wo die sich leben sollen, das ist das nie, was hier ist. Because am Anfang, wo die das niemals können verstehen. Aber am Ende von Jesus sein Leben, Jesus hat einen Krieg, und Jesus sagt zu den Jüngern, ohne wie Marien, wo ihr verstehen könnt, was ich ihnen von der sei. Und das ist, was er sagt. Er sagt, ich gebe ihnen nie ein Gebot, dass ihr ihnen unter Gott sind. Okay? Der redet von ihnen Ansicht, der redet, dass ihr ihnen unterleben wollen, krank so, als ich ihnen Gott gewassi. Sonst hat Jesus nach Kämmen gesagt. Jesus hat euch gesagt, ihr sollen ihnen so Gott sein, als ihr ihnen selbst Gott sind. Wie kann ich ihnen was sagen? Wenn du willst alle Menschen so leben, als was du dir selbst leben lässt, willst du immer so leben. Heb mal die Hand auf, wenn ihr immer so gleichen, ihr selbst. Wer gleicht sich alle so immer? Aber ihr nicht keiner? Kann ich merken, die Hand abheben, wenn ihr noch mal einen Nachschlag liegen kann selbst? Ihr braucht nicht die Hand abheben, wenn ihr nicht wollt, aber wie dann alle. Ich meine, wir haben einmal stupide Dinge getan, und wie uns ausschlupen und denken, wie kriege ich das dort? Right?
Und Jesus sagt mir einmal, das ist nicht mehr genug, wenn die anderen Menschen so leben, als die selbst, because keiner von uns lebt sich perfekt. Niemand einmal sagt, dass nie, was ich will wissen ist, ich will morgen in den Krieg gehen und von morgen an will ich verstehen, wenn ich das sage, von nu und wieder soll ich leben so schwer, soll ich selbst leben? No. Das ist die goldene Regel. Aber das ist nicht so, dass wir die anderen sollen leben. Der sagt, die sollen nicht so leben, das Wort. Krieg, so ich in gelebt habe. Und gleich wird Jesus zu sein, dass wenn das so büter ihr wenig deib. Der sagt, krieg, so ich in Krieg vor mein Blut verjeiten für uns, so dort soll ihn am sich leben. Okay? Krieg es dort. Und ich weiß, wenn wir dort lesen, dann fallen wir uns probably alle schuldig und sagen, oh mein Gott, das ist wieder von wo ich bin. Aber das meint das hart zu haben, das meint ein gerautet hart haben für unsere Mitmenschen, für die, was wir in die Kirche kommen, die, was wir an unsere Daschen setzen. Wir sind befohlen, unsere Mitmenschen zu leben. Nun, das, was Jesus Fußhänger dort sagt. Der sagt, wenn ihr lebt, hör ich mal her, wenn ihr lebt nicht für die Welt, nicht für die, was Büter an der Feierwegen sind, aber wenn ihr lebt unter den Unterhand, das meint je, was du Jesus kann. Wenn ihr lebt unter den Unterhand, was dann? Der sagt, dann wird die Welt dort sein, oder alle Mann wird dort sein, dass die meine Jünger sind. Habe ich noch mal an gedacht, wo wir das noch mal wollen, um die ganze Welt für Jesus zu werden? Habe ich mal gedacht, wo wir das noch mal wollen, um unsere große Vision auszuleben in der Welt für Jesus zu werden? Das ist actually gar so kompliziert, als das einmal sieht. Jesus sagt, wenn ihr und hier ist das Ding, wenn du Gott leben lässt, keiner kann es sein. Keiner weiß, wie viel Zeit du für Gott nimmst an deine Stube, und wie viele Bücher du das lesen, und wie viele Bibelverse du lesen, auswendig lesen, und die Menschen, keiner kann es sein. Aber alle Mann kann es sein, wo du mit deiner Familie am Jes. Alle Mann kann es sein, wo du mit deinen Kirchenmenschen am Jes. Alle Mann kann es sein, wo du mit Jesus in Körper und Jesus in der Gemeinde am Jes. Und wo du mit anderen Menschen am Jes, du durch was die Welt dort sein, dort wie Gott seine Kinder sein, und die wollen endlich noch mal zu kommen und sagen, oh, dort wo das actually sitzt, ein Kind Gottes zu sein, dort wo das sitzt, wenn wir live haben, dort wo das sitzt, wenn wir vergeben, dort wo das sitzt. Und ich will hier sehr viel wichtiger bleiben, because Jesus steht so viel wichtig, ob die Kirche immer abbleiben, sagt, wo wichtig das ist, dass die Union und in gerodet Hort haben, für ihn am sich. Ich weiß mal an, dass Menschen, die können sehr leicht in Kirche gründen. Nicht lob mir das zu sein. Wenn du in Religion gründen, das bohrt mich nicht. Jesus steht dort. Aber wenn du in die Kirche gründen, dann hat Gott ein Issue damit. Because du gründest hier in seinen Körper, du gründest hier in seine Brut, du gründest hier in seine eigene Kinder, seine eigene Familie. Und das ist wichtig. In dem Alten Testament, ich glaube, Zacharia, ein von den kleinen Propheten, im Alten Testament, du sagst Gott so steht, wenn irgendwer von ihnen wird mein Volk antasten, das kriegt es, wenn die jemanden Finger in die Upjuxen tun. Dort steht im Alten Testament, wo Gott nach euch eine Ekklesia hat, das wurde ein Volk hat. Stellt euch mal vor, was Gott denkt von seinem Körper, von seiner Brut, und wenn irgendwer die Kirche antasten wird. Denk mal an, was passiert, wenn du je in Gott seine Kirche reden lässt. Ich will sehr klar merken, dass je in Religion kannst du wirklich vertrauen, aber nicht je in Gott seine Kirche. Das ist so wichtig in Gott sein Wort. Und so, lob mir eine Frau, oder ich will jetzt das sein. Wenn du was, lass mir anders sein. Ich kann ihn da in meinen Kopf drehen. Wenn du nicht die Kirche leben lässt, dann hast du die Welt. Und wenn du die Kirche nicht leben lässt, dann weißt du ganz klar, dass du gleichst Gott nicht. Könnt ihr noch einmal sein? Wenn du die Kirche nicht leben lässt, dann hast du die Welt. Wenn du ganz einzige Weg um die Welt leben, die Welt Jesus bringen, ist durch die Kirche und wie bei Gott wir uns am sich sind. Und wenn du die Kirche nicht leben lässt, dann weißt du sehr klar, wo deine Gemeinschaft steht mit Gott. Das ist einfach. Und so, wo soll eine Kirche leben? Und ich weiß, wir können da praktische Dinge tun und sein
und sagen, das soll es sein, das soll es sein. Und das wird probably leicht sein, ein Teil von den Dingen durchschreiben. Aber was ich das nächste wird hier sein, da wird Gott mählich bodern. Ich weiß nicht, wo viel von Ihnen, aber wenn du bist irgendwo in einer religiösen Gruppe abgewaschen, wo du nachher mal gleich, dass du mit irgendwas tun, zum Gott sein Gefallen verdienen, dann wird das nächste die bodern, was ich dir sagen. Aber ich will dir dort mit einem sehr gerautet Wort vertellen, und das ist das. Wir sind alle besorgt, am Reich zu leben, was am Reich zu leben. Wir sind alle besorgt, am Reich zu leben, was am Reich zu leben. Kann wenn wir ganz kurz sein, woran das wichtig ist, dass wir reich leben, als reich leben. Ich glaube, dass wir ein perfektes Leben haben, ohne Leib, das ist nicht Religion. Weißt du noch, was Paulus zu den Korinther in 1. Korinther 13 sagt? Der sagt, du kannst dein Leben und Stock verbrennen, das ist ein Märtyrer. Du kannst dein Geld alle geben zu den Armen, wenn du nicht Leib bringst, dann hast du das verdammt getan. Und wir glauben, dass das essential, wir glauben, dass das so sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht uns lassen. Wir sind alle besorgt, am Reich zu leben, als am Reich zu leben. Okay? Die Menschen haben so viel Fragen über, wo soll ich leben, was soll ich tun? Aber wenn ich so sehr besorgt bin, wo soll ich leben, dann werden wir anfangen, reich zu leben, weil du über ein reiches Leben kommst. Aber kann ich Ihnen was sagen? Wenn Jesus sagt, dass ich gebe Ihnen nicht gebaut, und Sie sagen, Ihnen so leben, als was ich Ihnen gelebt habe, habe ich was ich dir sagen. Du kannst das nicht unterstellen, aber du musst irgendwas verstehen, wo du gelebt bist. Das ist, wo alles anfängt. Das ist, wo alles anfängt. Wenn du nicht was verstehen, wo sei du gelebt bist, und ich weiß, hier sind viele von Ihnen, von dir auch, die kommen hier an und irgendwo in ihrem Leben haben irgendwie gemerkt, so viel, dass sie sind beat garbage. Vielleicht wird es dein Vater, vielleicht wird es deine Mama, vielleicht wird es deine Freunde in der Schule, vielleicht wer immer das wir. Wenn die haben so gemerkt, dass du bist ein beat garbage, und du probst zu leben und Fernsehen zu Menschen, die wirst es niemals vollbringen, aber du musst immer sein, dass ich sehe nicht, was ich mir feil, und ich sehe auch nicht, was die Welt zu mir sagt, ich sehe nicht, was die Religion zu mir sagt, ich sehe nicht, was Menschen zu mir sagen, ich sehe gelebt, ich sehe angenommen, ich sehe gewollt, was Jesus sagt. Hör mal her, wenn du nicht was annehmen, wer du bist, dann wirst du nicht leben, dass Gott die Welt hat, dieses Leben. Und du weißt, weil ich das Nächste sein, und das ist critical, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind nicht alle besorgt, dass wir wollen verstehen, und dass wir wollen reich verstehen, was wir gelebt sind. Weil wenn dort nicht wird in den Hort tüß worden, wo du gelebt bist von Gott, dann kannst du proben. Du kannst mir proben, Gott treu zu leben, du kannst proben, die Kirche zu leben, du kannst proben, die Welt zu leben. Das wird alle nicht schaffen. Because es kann berennen alle von den ewigen Hort. Life kommt einmal nicht von dir, das kommt von Gott. Und wenn dein Köpfe mal einmal ewig von der Life, was die alle Tag bei Gott kriegen, und du fällst angenommen, du weißt, wer die best Menschen können sein, was die wollen, aber du weißt, wer die best. Dann man merkt, es kein Unterschied mehr, was Menschen zu dir sein, oder was Menschen sein, die sich leben oder nicht, because es ein ewig Schälen von ihnen hat. Und ich würde leichen für die nächsten paar Minuten, ich würde leichen, dass die würden alle ihre Uhren zu merken, und ein Ding tun, dass die würden den Helden Jesus luten, und ihnen Hort vertellen, wo soll ja Gott hier das. Merkt ihre Uhren zu. Und ich würde leichen, dass die nicht würden, vertelt zu Gott, wenn sie wollen, aber nicht an alle Dinge denken, was sie wollen tun, nicht an alle Dinge denken, wo sie sollen Life beweisen, aber lut für das die nächsten 2 Minuten bloß mal Gott seine Life in den Hort ausschälen. Denk mal an das Jesus, was in der Welt kommt, bloß für dich. Wenn du ganz allein wirst auf dieser Welt gewasst, er wird danach gekommen sein, because der will die. Und ich weiß, dass vielmal hast du diese Fall, dass du bist nicht wert, keiner will die. Aber das Jesus, der kommt in der Welt und der wird gekommen sein, wenn er bloß für die wird. Nicht bloß dort, aber der wird gestorben sein, wenn du allein du wirst gewasst.
Und wenn du die bloß kannst feststellen, dass er verschlauen und ungeblaut durch ein Kreuz hängt, und ohne Kreuz hat eine Person einen Gedanken, das bist du. Nicht wen er muss, nicht wen irgendwer mögt ihm das tun, aber seine eine Leib compelled am, seine eine Leib dreift am, zum durch ein Kreuz wellig noch und für die zu sterben. Lass dort mal in dein Hort für eine Minute nachschälen, der Leib. Vielleicht bist du hier von der und die sagst, ich hätte überhaupt noch keinen verstehen können. Das sind don't. Halt je Uhr und Tau und ich würde leichen, dass für die nächste Minute, wo du das Jesus annehmen. Vielleicht weißt du nicht mal, dass du Part von seiner Gruppe bist. Und das hat nichts zu tun mit, von der Kirche du kommst oder was du tun hast. Jesus will kriegt dich. Ich würde dir merken, du, wo du bist, abstelle es in dein Hort. Frau Jesus, der will kommen und dein Hort übernehmen. Was der will dir helfen zu verstehen, dass er die Gott ist. Dass für viele von uns ist das so bitter, wenig schwer anzunehmen. Und wenn du lang bist in Christi warst und du glaubst nach Hegel, dass du machst alle Sachen down, so dass Gott die wird alle gleichen, dann bete ich, dass du wirst so kommen, dass du bist und am sagen, hey Jesus, help mich zu verstehen, dass ich sehen, wer du bist. Oder wer du sagst, ich sehen.